Hallo miteinander. Salü und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Da von mir aus sind wir noch mit dem Studiogast, mit dem Sören. Und wir haben vorher diskutiert, mit was machen wir weiter. Und dann, wir sind ein bisschen am Schnaufen, wir sind stark gelaufen, hat mir geholfen, schnell Wäsche machen. Dann sind wir ein bisschen und da haben wir diskutiert. So, eigentlich ist es noch lustig, ein bisschen von deiner Teilnahme zu erzählen, von meiner Küche, deine Küche. Weil vorher haben wir schnell da im Studio ein paar Ausschnitte rausgeschnitten. Er hat sich noch gar nicht wirklich damit befasst und ist jetzt selber verschrocken. Ja, Sören, ist das in der Ordnung, wenn wir da noch in die Vollen gehen und mal ein paar Ausschnitte hören? Wir können gerne in die Vollen gehen und die Ausschnitte gern anhören. Eventuell macht es ja auch den Zuhörern Lust darauf, sich diese 5 Folgen mal anzuschauen. Also es sind 5 Folgen, 15 Minuten. Wie gesagt, etwas Deftiges war das Motto im SRF, im Stream, Deftiges. Wie schon gesagt, ja, war im Februar. Jeder findet den Stream zur Not, die Links, genau, man kann es immer noch verlinken. Also, lassen wir doch mal schnell rein. Hallo, hoi, herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Danke, hallo. Freut mich, habt ihr gut hergefunden? Super. Ja, hi Sören. Hi. Freut mich, dass ihr da seid. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Danke. Und, wie ist es gegangen heute? Ja, mein Chef hat mir heute schon geschrieben, wie es gelaufen ist. Ich habe gesagt, es ist noch nicht vorbei. Wir sind ja echt eine coole, lustige Truppe. Genau. Soll Spaß machen. Und genau darum geht's ja, um den Spaß. Oder halt auch mal, wie in meinem Fall, aus der Komfortzone rauszukommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Fühlt euch wie zu Hause. Wenn irgendetwas ist, ihr irgendwas braucht, möchtet, sagt einfach Bescheid. Ist gut. Ich bin ganz in der Nähe. Das sagen wir ja. Lustig, hey. Sören, das auch zu hören, was löst das der Moment bei dir aus? Ist interessant, hä? Ja, was das bei mir auslöst, das ist schon mal eine sehr gute Frage. Also ich kann dir sagen, ein bisschen Enttäuschung. Wieso, wegen dem letzten Platz? Oder? Ja, nicht wegen dem letzten Platz. Mir ging es ja nicht ums Gewinnen, sondern enttäuscht bin ich aufgrund der Falschheit der anderen Teilnehmer, dass die dann mir ins Gesicht was anderes sagen, als sie dann bei den Einzelinterviews gesagt haben, als ich es dann angeschaut habe im Nachhinein und die Einzelinterviews gesehen habe. Wie soll ich sagen, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, aber keine Kaffeefahrt. Also das, ja klar, es ist keine Kaffeefahrt. Wo du mir gesagt hast, Manu, ich gehe da bei meiner Küche, deine Küche, und ich gesagt, auf was dich musst drauf einlassen. Und du hast ja noch gefunden, ja, nein, also jeder probiert jetzt das beste Stück abzubekommen. Definitiv bist du die beste Nummer. Also wenn ich jetzt mir den Ausschnitt anlasse, Moment, lass ich mal da drin. Also mich verbotzt es reihenweise. Merci übrigens schön fürs Zustellen von diesen Clips, aber gern. Geil. Beim Lego Autos vor allem oder halt, wie man hier sieht, so Baumaschinen und sowas. Und bei dem, was ich habe, dem Ferrari, hätte ich gern das gesamte Set, das dreiteilige, muss ich aber noch etwas sparen dafür. Am liebsten hört der Sören Lieder vom Rapper Tupac. Seine Musik begleitet ihn schon seit der Kindheit. Bei seinen Freunden ist er bekannt für seine grandiose Currywurst. Heute serviert er seinen Gästen aber etwas anderes. Ich koche heute Poulet, Pepperoni, rahmgeschnetzeltes mit Wedges, also Kartoffelecken. Ja, also, der Witz ist ja, ich habe noch gedacht, dass man wenigstens einmal, Entschuldigung, dass man wenigstens noch die Folge mal einmal zeigst, aber,
Und du hast es mir ja nicht einmal gezeigt. Hast du dich eigentlich für das so geschämt? Oder wieso hast du da nicht... Also wenn ich irgendwo in den Medien komme, gut, du hast mir vorher auch in der Pause Kompliment gemacht. Manu, du hast die Moderationsstimme und du kannst da. Und ich fühle mich sehr sicher bei dir, wie du die Sendung führst. Für mich ist klar. Also ich habe gesagt, ich gehe ins Fernsehen, unter anderem mehr im Oktober dann auch noch First Dates angesagt. Cool. Dann mache ich mich zum Aff. Die Kollegen haben gesagt, Manu, du machst dich zum Aff. Und das ist mein Prinzip. Entweder bist du seriös oder nicht. Und du bist gewesen, wie du bist. Wenn ich jetzt die Ausschnitte anschaue und höre und so. Aber, ich habe dir gesagt, Sören, mach dich darauf bereit. Wir sind da nicht in der Kaffeefahrt. Das ist knallhart. In dem Fall hast du schon vollkommen recht. Und wie gesagt, meine Enttäuschung liegt nicht darin, verloren zu haben, sondern eben, ja, da die Leute zwei Gesichter hatten. Ich war von Anfang bis Ende dieser Woche, also wie immer, mein ganzes Leben schon, bin ich einfach ich bin echt, ich verstelle mich nicht. Ich bin zu jedem Menschen im Gesicht gegenüber genauso wie hinter dem Gesicht, also hinter dem Rücken. Und das ist meine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, dass die Leute dort leider nicht so waren. Und eben, ich habe kein Problem damit, kritisiert zu werden, ganz im Gegenteil. Ich weiß ja auch um meine Fehler gerade in der Sendung. Ich habe beim Essen, habe ich ja selbst geschmeckt und gemerkt, das und das war falsch, das und das hätte ich besser machen können. Eventuell hätte ich es vielleicht auch während des Essens und des Drehs nicht den anderen gegenüber erwähnen sollen. Ja, dass du Schwäche hast. Genau, weil somit habe ich ihn ja die Kritikpunkte schon auf einem Gold- oder Silbertablett, sagt man ja, auf einem Silbertablett serviert und die mussten nicht groß drüber nachdenken, was sie jetzt kritisieren. Wiederum war ich auch in einem Punkt ein bisschen dumm in der Sendung. Ich habe 2x10 Punkte gegeben und 2x8 Punkte. Also bei den 2x8 Punkten musste ich wirklich drüber nachdenken. Warum kann ich Punkte abziehen? Ich bin halt leider zu gutgläubig. Ich gönne es jedem zu gewinnen. Ich gönne jedem das Beste und das Gute dieser Welt. Und eben kein Durchfall, hast niemand den Durchfall gönnt du nachhinein. Ja, nein, hat zum Glück keiner bekommen, aber ja, nach der Ausstrahlung der Sendung habe ich mir gedacht, schade, dass er keinen bekommen hat. Nein, Spaß beiseite. Also wir lassen aber schnell jetzt mal Musik rein, weil ich mache das auch einfach aus Prinzip, damit das System wieder nachher kommt, mir den ersten Schritt überlegen und die Leute das mal verarbeiten. Wie krass das ist. Wir hören uns nachher nach dem nächsten Song. Inside out the liquor, didn't know what to say, so I lied. I text back like I'm late at the stew, trying to cook something new. It's just me and the guy. She texts, I ain't even reply. Then I rolled up a wood while I gripped on the thigh. Start to kiss on the neck, know this bitch feeling high. Ain't gon' lie, shit up pussy and head kinda fire. Ended at a hotel somewhere out 35. Took a good and rolled over, said wake me at 5. Gotta piss, I wake up, man, it's 6:39. Out of time, now I'm on the highway and I'm flying. Look at my phone's not a soul on my line. Now I'm deep in my thoughts, I'm just knowing she crying. I'm tripping, I'm trying to straight out all the lies. Cause I know if I slip, it's gon' damage our ties. I done did it before, I can't do all this crime. It's 2 a.m. just getting in about to check my message. No one is called, but my homies and some bill collectors. Cellular, bring somebody wants to borrow money. I two-way her. She gon' next where I was, I'ma answer what time. Where was you around 3? I think I was outside. But you told me to stew, we got there at like 5, but it's 7. Shit, Dion had 8 for a ride. Now I got it together, I pull up outside, there's 3 cars in this lot and one of them ain't mine. Now I'm clutching, I unlock the door, creep aside, I hear thumping upstairs, so I cock the bitch quiet. Hit the top of the stairs, think I hear my girl crying. Now I'm thinking shit, I kick the door and kill everything, getting
except for what's mine. I don't know, but now I'm at the door and she screaming, go deeper. He tell her, be quiet. I walk in, tell the bitch that she wild. Tell the nigga he moved and it's bound to go down. Tell them both to shut up and don't even make a sound. She say, but I say, shut the fuck up and lay down. Next person move, I'ma let off a round. Now I'm pacing, I'm trying to see how I'm getting down. If I kill them both, then that make me a clown. Mama told me don't trust them, but look at me now. One in the chamber, two faced on the ground. Got me like, should I leave or just burn this bitch down? I wake up, it's a dream, I'm outside of my house. 2 a.m. just getting in, about to check my message. No one is called, but my homies and some bill collectors. Cellular, ring, somebody wants to borrow money. I two-way her, she don't hit me back, something is funny. Yeah. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da und wir haben jetzt genau noch 4 Minuten, Sir. Nur, da macht nichts, das ist kein Problem. Wir haben auch Stuhl, wo wir sitzen, so ist das Leben. Ups, jetzt hat sie darüber gesteuert. Du hast dich noch etwas sagen, bevor wir noch einen Ausschnitt anhören und uns verabschieden. Genau, bevor wir uns verabschieden, wollte ich mich nochmal vom ganzen Herzen für die Einladung bedanken und du bist ein mega guter Gastgeber, vor allem diese Cola-Kracher, die du mir angeboten hast, die waren der Hammer. Du hast mir einfach mal so ein kleines Stück Kindheit mit den Cola-Krachern zurückgebracht. Krass. Ich habe die das letzte Mal vor 20, 25 Jahren gegessen und auf einmal stellst du die auf den Tisch und... So ist es mir auch gegangen, im Fall, Brudi. Ja, die gesehen, Müller Drogerie, das Kilo ist runtergesetzt, 20%, und ich habe gewusst, dass gewisse, und das war schon immer so gewesen bei mir, eben, du hast das Trinken auf dem Tisch, du hast jetzt zwar dein Bier getrunken, ich habe gesagt, ich trinke nicht, das weißt du, das hast du sehr gerade beachtet und hoch angeachtet an mir, dass ich da nicht mache, aber das ist egal, Gast ist Gast. Hast das Bierli gehabt, ich mein Cola, wir haben jetzt eine schöne Zeit gehabt, ich muss sagen, wir amüsieren uns doch noch, ist aber ein Ausschnitt, ich hoffe, es ist der richtig, oder? Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass du es auch akzeptiert hast oder dass ich halt Bier trinken darf. Ich meine eben, ich respektiere das. Hättest du jetzt gesagt, nein, wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, würde es dich zu sehr triggern, dann hätte ich jetzt auch aufs Bierli verzichtet. Aber muss ich leider sagen, das ist halt mein Laster. Nicht, dass ich alkoholabhängig bin, aber es ist heute Samstag und Samstag trinke ich dann halt mal meine 1-2 Bierli. Aber ey, danke für die coole Zeit. Ja, also für den Podcast. Gern. Es hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, wenn es gut ankommt, dass man vielleicht einen zweiten Podcast macht, weil es gibt noch so viel zu erzählen. Mein Leben ist ja nicht nur Mini-Kuchi, Dini-Kuchi. Ich habe noch so viele verschiedene Facetten, die... Ah, wie hast du das eigentlich jetzt gesehen? Du hast gesagt, du hast jetzt einen Schuldenberg, weil die Küche in die Luft geflogen ist. Wie bitte? Weil die Küche in die Luft geflogen ist, hast du jetzt ja einen Schuldenberg nicht. Habe ich da falsch verstanden in der Pause? Nein, das hast du falsch verstanden. Das habe ich geträumt. Die Nacht. Das war ein Traum. Ich hatte dir ich habe das letzte Nacht geträumt. Aha. Und das, habe ich vielleicht mich auch falsch ausgedrückt. Nicht, dass du es falsch verstanden hast, sondern ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Nein, ich habe die Nacht geträumt, dass meine Küche in die Luft geflogen ist und dadurch einen Schuldenberg hab. So und ja gut. Kann passieren, shit happens. Kann passieren. Wie wär's dann das nächste Mal mit der Asia-Wok-Pfanne? Oder? Dann kann alles in Eis gehen. Man kann sagen. Ich glaube, das nächste Mal, um nochmal auf Mini-Kuchi, Dini-Kuchi zurückzukommen, sollte ich vielleicht das machen, was erwartet wird. Eben etwas richtig Deutsches. Muss nicht. Wobei ich es schade fand, dass ich mit Weißwurst und Brezel verglichen wurde, weil ich komme aus Sachsen-Anhalt. Aus Ostdeutschland und nicht aus Bayern. Aber ey, egal, shit happens. Wir hören jetzt noch schnell kurz einen Auskopf, es ist noch der richtige. Ich habe da leider nicht, angeschrieben. Hören wir schnell, ob das der richtige, der richtige Clip ist. Mit der Pepperoni. Der Sören schaut seinem Kochtag zuversichtlich entgegen. Wird schon alles gut kommen und wichtig ist, dass es allen schmeckt. Gewinnen ist jetzt sowieso nicht meine Intention. Klar gewinnt man schon gern. Aber ich denke, mitzumachen, das ist schon das Große und Ganze.
So, das war's. Wir haben noch genau 20 Sekunden. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war der Manuel Burg von mir aus und Der Sören verabschiedet sich auch. Danke Ciao fürs Zuhören, für die schöne zusammen. Zeit. Ciao, ciao.